Herzlich willkommen zu einer knackfrischen Ausgabe Bayerisch für... das war der andere. Entschuldigung. Habe die Ehre miteinander. Ich bin's, der Birger. Und heute ist mal wieder Zeit für einen Stammtisch-Micker. Wer hätte das gedacht, dass er sich einen Namen kommt? Ja, Kruzifix, mich legst am Arsch. Fei werden sie jetzt halt wahrscheinlich denken so, Birger, holst du vielleicht für blöd im Shell? Heute ist überhaupt nicht Mittwoch. Dann sag ich, ist es mir egal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen auf den Punkt, um was geht's heute? Es geht um einen Trachtmann. Who the fuck ist Trachtmann? Folgendes ist passiert. Ich krieg immer mehr Nachrichten, Fragen und Angebote und kannst damit das und hey, schick der Weißwürst. Probier die mal ernsthaft. Und dazwischendrin, da ist auch mal eine Perle dabei, da wo ich dann Feuer und Flamme bin und sage, da bin ich begeistert, das ist ein geiler Scheiß. Und die gilt es herauszufischen, meine Damen und Herren. Die gilt es zu erkennen und einzufangen und mitzunehmen. Und das war der Trachtmann. Ein sehr bunt gekleideter Mann mit grünem Haar, schreibt man Nachricht, bla bla bla. Dann kommt irgendwann außer so, er ist Comiczeichner. Ich gleich so, geiler Scheiß. Dann kommt irgendwann außer, er ist der Zeichner vom Trachtmann. Wie geil ist das denn bitte? Und wenn irgendwas besser daher passt wie der Trachtmann, ja dann weiß ich's auch nicht. Dann haben wir telefoniert und geschmatzt und ich hab ihn ausgefragt noch und nöcher und festgestellt, alles klar, er kann mein verschollener Bruder sein. Aber um was geht's jetzt eigentlich? Warum steht eigentlich da in Klammern Unboxing? Achtung, und um das geht's. Dann kommt dieses Paket. Also ich weiß ja auch nicht. Ich habe ja anfangs kurz erwähnt, es geht um einen Trachtmann. Der Trachtmann ist eine Comicfigur. Comichefte sind in der Regel so groß. Ich weiß nicht, was da drin ist und 5 Kilo wiegt. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er mir ein Backel Ziegelsteiner geschickt. Wir werden das herausfinden. Jetzt müssen wir das da irgendwie aufschnipseln, ohne dass wir es aufhaxen. Ich muss dazu sagen, es gibt vom Trachtmann 2 Ausgaben. Ausgabe 1 und Ausgabe 2. Was mich so fasziniert hat, da ist, er macht das alles selber. Alles. Er schreibt selber, er zeichnet selber, was tut er noch? Er macht das selber druckfertig, er verschickt selber, er macht alles. Da habe ich mir dann wirklich gedacht, Alter, keine Ahnung, schlafst du auch irgendwann mal? Irgendwann werden wir es jetzt dann doch mal geschafft haben, die scheiß Schachtel da aufzuschneiden. Verpackungsmaterial Level 9000. Das brauchen wir jetzt nicht, das werfen wir jetzt wieder. Daher noch mehr Verpackungsmaterial, Alter. Du armer Irrer, ich sage jetzt schon eine. Wo ist du? Ja, bist du deppert. Was mir als allererstes sofort ins Gesicht springt. Oh ja, wie viel sind denn das? Spinnst du ein wenig? Alter, wie geil. Wie unfassbar geil ist denn das bitte? Ich hoffe, dass man das jetzt in der Kamera sehen kann. Also es ist ein T-Shirt, ich hoffe, das muss ich nicht dazu sagen. Gebt euch das. Was ich da an der Stelle sofort dazu sagen muss. Das ist ja das, was mich so ein bisschen vom Hocker gehauen hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich höre das so, ja, Trachtmann, Dings, Comic und so weiter. Und dann belächelt man das natürlich im ersten Moment mal. Dann sehe ich aber sicher nicht Zeichnungen. Ja, bist du deppert oder was? Ich sag das, wie es ist, aber das kann straight aus einem Marvel oder DC Comic rauskommen. Sag ich dir, wie es ist. Und weißt du was? Habt schon gemeint, ihr könnt mein wallendes Brusthaar begutachten, aber so nicht, meine Freunde, so nicht! Merci, wie geil ist denn bitte? Was haben wir noch? Eine blaue Stofftüte. Was gibt's denn da alles für Zeug, Alter? Ich krieg einen Vogel mit dir, hab ich das schon mal gesagt? Mit dem Trachtmann vorn drauf. Ich hoffe, dass man das anständig sehen kann. Wie dermaßen gut die Sachen zeichnen sind. Da haut's den Vogel aus. Ich meine, ich kann ein bisschen zeichnen. Was haben wir da? Gummibierchen! Sag ich dir gleich schon, werden wir gleich mal aufmachen und schauen, was da passiert. Hab ich es jetzt kaputt gemacht? Gummibierchen ohne Alkohol. Muss man wahrscheinlich in unserem Drecksbürokratenland wahrscheinlich tatsächlich draufschreiben, dass da kein Alkohol drin ist. Da steht sogar Bier drauf. Also sie haben keinen Biergeschmack. Es ist aber auch nicht so schlimm. Was haben wir da? Aufkleber. Alter, was gibt's denn da alles? Bist du deppert? Ich hab noch nicht einen Comic gesehen da drin, wir haben nur geilen Scheiß. Was ist das? Trachtmann 3. Da muss ich vielleicht kurz dazu sagen, er ist gerade mittendrin, dass er Trachtmann 3 zeichnet und released. Weitere Details gibt's noch am Schluss vom Video dazu. Da hab nämlich ich dann vielleicht auch was damit zum tun. Schauen wir mal. Ja genau, die 2 Aufkleber haben wir noch gehabt. Trachtmann Showdown vs. Saupreis. Und ich mag jetzt nicht zu viel spoilern, aber kann schon möglich sein, dass der erste Widersacher vom Trachtmann der Saupreis ist. Was ich übrigens eine lustige Idee finde. Dann ein Schlüsselbändchen
mit Trachtman-Aufdruck. Saugeil. Merci dafür. Dann haben wir so einen 3D-Sticker, quasi so erhaben. Ich hoffe, dass man das vielleicht irgendwie sehen kann. Was tut er da? Er vermöbelt einen Google-Mann, offenbar mit dem Maske. Der Trachtman ist halt ein guter. Dann haben wir noch einen Ansteck-Button. Ebenfalls natürlich mit Bayern-Raute. Was da es gibt, Alter. Habe ich vorher vergessen, außer zum Grein, noch mehr ein Massimo-T-Shirt in XL, damit nichts passiert und dass ich ja eins abziehen kann. Was haben wir da? Plam Plam All-Stars, Nummer 3, Trachtman. Der bayerische Superheld beschützt die Bürger Bayerns gegen die Bedrohungen des bösen fränkischen Wissenschaftler Dr. Fargo. Erster Auftritt, Trachtman 1. Freunde und Verbündete, Kurt Reiter, der Kurti, guter Mo, Sidekick quasi. Schöpfer, Chris Kläuber, hast du gewusst, Trachtman kann seine Kräfte für eine kurze Zeit verstärken, indem er spezielle Biersorten trinkt. Er geht her, sauft der Mossler, wird ultra brutal und vermöbelt alle. Jetzt geht's noch geiler. Warum bin ich da nicht draufgekommen? Alter, was ist das? Schau dir das an, ich kann das gar nicht herzagen ganz. Poster, Trachtman 3. Das nehmen wir mal vorsichtig wieder zusammenrollen, damit nichts passiert, ne? So, was ist denn das? Alter, die Aufkleber sind so groß wie mein Kopf. Nicht kaputt machen, Bürger. Nicht kaputt machen. Unfassbar geil, wie viel Arbeit da drin steckt. Ich will es gar nicht wissen. So viel weiß ich, er braucht ungefähr 3 Monate für eine Ausgabe vom Trachtman. Und Teil 3 erscheint jetzt gerade in diesem Moment, wo du wahrscheinlich gerade zuschaust. So, was haben wir noch? Wie stark ist denn das? Das ist quasi der Incredible Hulk. And now the Trachtman. Die zwei kämpfen da miteinander. Und unten steht noch, and the survivor of the epic battle must face the Wolperdinger. Ich hoffe, dass ich euch das da irgendwie anständig zeigen kann. Untergeil, nochmal geil. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. So, was haben wir noch? Eine Kleinigkeit am Rande, aber die so perfekt passt, dass schon fast weh tut. Es sind Bierfeitzel. Bierfeitzel mit dem Trachtman. Die darf ich auch nicht hernehmen. Die kommen gleich, die kriegen gleich einen Ehrenplatz da. So. Und jetzt, finally, glaube ich, ist da sonst noch was drinnen? Nein, Gott sei Dank, dass das jetzt ein Ende hat. Das ist ein Wahnsinn, Alter. So, jetzt nehmen wir mal die Schachtel da weg. So, jetzt kommen wir da erst einmal zur eigentlichen Geschichte, nämlich die Comics an sich, um die es ja eigentlich geht. Wir schauen, dass wir da nichts kaputt machen. Fein säuberlich eingeschweißt. Das ist natürlich gut. Schau dir das an, du. Bist du deppert, Alter? Das der wir jetzt erst einmal da um. Das zeige ich euch dann noch. Das ist quasi Ausgabe 1 vom Trachtman. Ich bin völlig hin und weg, weil ich so fasziniert bin, dass die so saugut zeichnet sind. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Was ich euch da jetzt ein bisschen erklären muss, ist, es gibt ja 2 Ausgaben bisher vom Trachtman. Er hat mir da offenbar beide Versionen eine da. Es gibt natürlich Ausgabe 1 und Ausgabe 2. Alter, wie viele Comics sind das? Du spinnst da. Ausgabe 1... Dann haben wir noch Ausgabe 2 von der regulären Version. Reguläre Version bedeutet, das ist die ganz normale hochdeutsche Version. Vielleicht kommen wir da mittendrin einmal ein bisschen was zeigen, keine Ahnung. Also da ist wirklich mit Liebe zum Detail. Das ist nicht irgendeine 0815 Scheiße, das ist richtig geil gemacht. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Unfassbar geil. Mag natürlich jetzt auch nicht zu viel herzeigen, weil sonst spoilern die ja umeinander. Das ist auch das Letzte. Dann geht's weiter. Und das darf jetzt für die meisten wahrscheinlich das Interessantere sein. Gibt's noch eine Sonderversion mit einem bayerischen Muster dahinter. Das hat einen Sinn, meine Damen und Herren. Und zwar gibt's jede Trachtman-Ausgabe natürlich auch auf Bayerisch. Was war denn der Trachtman für ein Trachtman, wenn er nicht auf Bayerisch zum haben war? Die haben auch dann wieder unterschiedliche Cover. Ich hoffe, dass man das einigermaßen sehen kann. Jetzt muss ich das da mal so daherlegen, weil sonst die fallen alle um. Dann gibt's das Ganze nochmal in einer extra Edition mit Variant Cover. So nennen sie das. Keine Ahnung, wie geil das ausschaut. Ich flippe aus hier. Merci. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Diese sogenannten Variant Cover sind von sehr bekannten Comiczeichnern gezeichnet. Da glaube ich steht drauf Romano und da glaube ich steht irgendwas mit Adams drauf. Bekannte Comiczeichner, die haben da die Cover quasi zeichnen, der redet da mit denen irgendwie und dann kriegt er das und dann kommt da so quasi so eine Sonderversion davon raus. Ultra geil. Legen wir auf die Habenseite. Und dann, der wird jetzt bei uns vielleicht für die wenigsten interessant sein, aber das ist quasi die englische Version. Ja, muss halt auch irgendwo gehen. Ist eh klar. Jetzt haben wir aber noch ein kleines Special, oder mal auch noch einer gelegt. Was aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich damit? Weihnachtliches Weihnachtsspecial.
Und wie man da schon sagt, da ist nicht bloß der Trachtman drauf, da haben aber andere Charaktere drauf, wie zum Beispiel ein Jungspund, einem Walross, einer Katze, einem Heimann und jemanden in der Gasmaske. Diese geile Scheiße, wenn nicht unterstützt wird, dann weiß ich halt auch nicht was, ja? Das letzte, das ist mir eine Ehre, wenn ich das richtig durch die Folie gesehen habe. Du spinnst total wie affengeil. Das kriegt einen Ehrenplatz. Ich trau mir's noch nicht einmal aufmachen. Warum kann man es nicht sehen? Doch, so kann man es sehen. Seht ihr das? Ich versuche da ein bisschen das so zu malen, dass man sagt, kann man das erkennen? Ich hoffe. Schaut jetzt ein bisschen aus, als wäre es irgendein Special-Effekt, ist es aber gar nicht. Aber eine von Hand gezeichnete Ausgabe vom Trachtman. Unterschrieben vom Chris 2018. Trachtman Nummer 1, Blank Cover und wirklich mit Bleistift, glaube ich, draufzeichnet. Und drunter 4 Bürger steht drauf. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe hier ein Zelt im Höschen. Ein Zelt im Höschen habe ich hier. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Jetzt kommen wir noch zu einer sehr, sehr, sehr wichtigen Information. Ich habe lange überlegt, soll ich das jetzt schon verzeihen oder soll ich es noch nicht verzeihen? Weil noch ist nicht ganz so weit, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch. Trachtman 3. Die soll es natürlich auch wieder auf Borisch stehen. Er hat mich wirklich gefragt, ob ich ihm die übersetzen mag auf Borisch. Bist du deppert? Natürlich tue ich das! Sag ich dir ganz ehrlich, Herr Kläuber, es ist mir eine Ehre, dir das Ding auf Borisch zu übersetzen. Schauen wir mal, wann das soweit ist und ob es letztendlich auch tatsächlich dann auch so passt, wie ich das machen darf. Weil natürlich fließt da vielleicht der eine oder andere Blödsinn von mir hinein, wer weiß das schon. Auf alle Fälle, ganz wichtig, so viel Herzblut für so eine Geschichte im Alleingang aufziehen, da muss ich wirklich sagen, Hut ab, mein Freund. Schaut's vorbei bei ihm, ich kann nicht mehr sagen, trachtman.de, sein Label, nennen wir es mal so, nennen sie Plam Plam Productions, er macht natürlich auch noch andere Comics, aber die passen jetzt eher weniger daher, aber das ist ja völlig irrelevant, weil wenn das nicht genug ist, dann weiß ich es auch nicht, Leute, bitteschön, schaut euch das so, ich bin selten so begeistert von irgendwas und wenn ich es dann bin, dann passiert sowas. Um das in den Wörtern meiner Lieblingsnachbarn zum sagen, was soll ich machen, bis deppert gehörst? Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, wenn es euch taugt hat. Trachtman Ole. Ich schleiche mir jetzt und gehe, glaube ich, Comics lesen, so wie mir das anschaut. Habe die Ehre.